viele sind nach Samarias an der plötzliche Gottesdienst Sachen wie, wo der abgestohlene Jesus Christus oder seiner Jünger erschien. Wir sagen auch, dass es wenigstens zwei Hauptgründe gibt, woran er das tut. Diese 7 Jünger gingen trainen ihre weltliche Arbeit. Die waren Fischer und die wollen nie weiter Fischer sein. Jesus will überhaupt, dass sie nicht mehr Fischer sollen sein, sie sollen Menschenfischer sein. Und wenn wir darüber beten, dann wird Gott uns auch als Kinder Gottes von der und nachweisen, wo wir Menschenfischer können sein. Übrigens, das, was Jesus von uns alle verlangt, er will haben, dass seine Jünger Menschenfischer worden sollen. Und das ist nicht immer einfach, eine leichte Arbeit, aber Gott hat immer genug Arbeit für uns alle. Das gibt immer genug Fisch. Und manchmal, wenn ich Fischen vor, das kann ich dann verlangen zu sehen, manchmal kriege ich nichts. No bites, nichts. Und dann denke ich, sind die nicht Fisch da zu finden? Und über mit seiner Arbeit ist das weit wie sicher durch Sandfisch. Das gibt so viele Säulen, was noch nicht von Jesus Christus weiten tun oder was noch nicht Kinder Gottes sind. So, du hast genug Arbeit für uns alle. Und Jesus will uns wissen, wo wir Menschenfischer sollen sein. Noch ein Grund, warum Jesus seine Jünger erschien, in besonders Petrus klar zu wiesen, dass sie nicht bloß Jünger Jesu wären, sie wären auch seine ausgewählte Apostel. Jesus wusste, dass Petrus sich noch sehr Schlagfeld, über wo er 3-mal verloren hat. Und deswegen gab Jesus auch 3 Gelegenheiten, seine Life zu wiesen. Und dann gab er Petrus Arbeit zu tun, um Gottes Wort zu verbreiten und sich Gottes Volk zu kümmern, Gottes Schub zu werden und zu halten, sagt er. Und mit Gottes Hilfe wollen wir von der Samarias unser Studium von Johannes Kapitel 21 wiederführen. In unserer Lektion haben wir mit einem Gespräch oder einer Hüllung zu tun, dort der abgestohlene Jesus mit Petrus und Johannes hat. Und warum ist das für uns wichtig von der Samarias? Weil das sind 2 Gründe, warum das Gespräch zwischen Johannes, Petrus und Jesus für uns von der noch wichtig ist. Wir werden von das lernen. So, warum wird das wichtig damals und warum ist es für uns wichtig von der? Erstens, wir sind mit Petrus und Johannes wir. Petrus, Jakobus und Johannes gehörten zu der engsten oder der engste Freund Jesu, wird einer dazu dort nennen kann. In Englisch wird einer sein, der gehörten zu Jesus in der Inner Circle, bannere Kreis. Ich weiß nicht, wo einer dort sein würde. Seine engste Freund. Wo weit wie das? Well, Gottes Wort sagt uns, dass Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich auf den Verklärungsberg nachbrach, wo er voran verwandelt wird. Wo es ihm gesagt, aus der Sonnenschein glänzt und seine Kleider wird aus Licht werden. Bloß diese 3 können mit und dort sein. Dort lesen wir in Matthäus 17. Und als Jesus, Jerus' Tochter vom Tod abwürg, leid Jesus, Gottes Wort sagt, saß keine mitkommen aus Petrus, Jakobus und Johannes. Bloß diese 3 können mit. Und Jerus auch, der Führer. Als Jesus im Garten Gethsemane beten will, nahm er diese 3 mit sich. Petrus, Jakobus und Johannes. Diese 3 können mit. Und dort wird nicht einmal für Jesus passend gewesen sein, alle 12 von seinen Jüngern mitzunehmen. Und doch wisst er, dass es sei wichtig für wenigstens 2 Zeugen mitzubringen, wann er welche Dinge tut. Woran? Ja, du müssten wenigstens einmal 2 Zeugen sein, nicht? Und dann ist es auch kurz leichter zu glauben. Wenn jemand die was sagt, was schwer zu glauben ist, well, dann vielleicht wollen wir das nicht glauben, nicht? Vielleicht nicht annehmen. Aber wenn du 2 Zeugen wären oder sind und die eben reine Zeugnisse haben, okay, dann ist es ein bisschen leichter zu glauben. Und er nahm sogar 3 mit sich. Petrus, Jakobus und Johannes. Und wie es diese beiden Zeugen mit Jesus reden, deuten weit wie, dass diese letzte Gespräch zwischen Jesus, Petrus und Johannes wichtig wird.
Zweitens, weit wieder er Gespräch wichtig, wie es sei er Wort reden deuten. Dood. Nicht? Jesus hat viel angesagt, wo er sterben wird. Die würden am Fuß nehmen, die würden am Utpitchen und dann kriechen und dann, oder Dood merken und dann am dritten Tag wird er abstehen. Aber nie redet Jesus zu Petrus und Johannes über, wo diese zwei sterben würden. Und die werden sehr interessiert, über was Jesus darüber zu sagen hat. Wenn wir mit Petrus anfangen. Jesus sagte Petrus in die Verse 18 und 19, ich sei dir die Wahrheit, als die Jünger wirst, dann bungst du die selbst deine Kleider an und gingst hin, wo der Hahn wirst. Aber wenn du alle warst, dann wirst du die Hänge ausstreichen und die wird ein anderer dort Gurt anhalten und die wird annehmen, wo du nicht Hahn warst. Und dann Vers 19 sagt, das seht Jesus unterdienen, durch was für einen Tod Gott verherrlichen wird. Ein Schreiber sagt, Jesu wird mussten für Petrus schwer zu verstehen gewesen sein. Jesus hat am Grund von seinem zukünftigen Dienst als Apostel verteilt. Und nun redet er von Petrus' Tod. Als Petrus jünger wird, dann ging er, wo er will, und er deut, was er will. Aber Luther, wenn er wird alle sein, dann wird er die Hänge ausstrecken machen, halb zu kriegen. Und dann sagt Jesus, dass ein anderer am Antreiben helfen wird. Und dort meint, dass Petrus als verurteilte Verbrecher ein Tag behandelt worden wird. Und der Tag wird kommen, wo Petrus wird von römischen Soldaten durchgelegt worden, wo er nicht handeln will, umgebracht zu werden. In Vers 19 los wie, das seht er unterdienen, durch was für einen Tod Gott verherrlichen wird. Und als Jesus das gesagt hat, dann seht er komm und folg mir nur. Jesus will nicht bloß, dass Petrus seinem Dienstbeispiel nur folgen soll, sondern auch seinem Tod. Petrus soll wo sterben? Weiß jemand? Der soll gekreuzigt werden. Für uns von der Tag, als wir schwarte, dort hier bin zu lesen an dieser Wird, aber damals, wenn einer das gelesen hat, dann wird es für uns klar gewesen sein, was das bedeuten soll. Aber für uns ist es schwer zu verstehen, wenn Menschen von der Tag nicht mal gekreuzigt werden. Gott sei Dank dafür. Er soll gekreuzigt werden. Und das wird Petrus klar, und das wir auch verstehen. Kurz vor seinem Tod sagt er oder schreibt er in 2. Petrus 1. 2. Petrus 1, Verse 13 und 14, wer mitlesen will. 2. Petrus, Kapitel 1, Verse 13 und 14. Er sagt, ich glaube, dass es ganz reich, dass ich dit en jün wakker hal, solange als ich noch hier sehe. Wie ich weiß, dass ich meinen Körper bald aufleihen muss, so als der Herr Jesus Christus mir gesagt hat. Jesus sieht am det. Er weiß, wo er sterben wird. Und Bibelhistoriker behaupten, dass Petrus im Jahr 64 nu Christus in Rom gekreuzigt wird, als Nero Kaiser war. Und Adam Clark sagt, dass Petrus sich nicht wird geachtet hat, Christus Jesus gekreuzigt zu werden, also verlangt er Wort. Wer weiß? Er war gekreuzigt zu werden. Er hat sich selbst nicht für wird geachtet, so zu sterben als sein Meister. Also will er gekreuzigt werden. Komm und folg mir nur, sagt Jesus. Und dort ist erstaunlich, dass der Petrus, der Jesus dreimal uit Angst verloren hat, Luther reit wir den Salien dort aus sein Meister zu lieben. Er hat endlich gelehrt, was Jesus gemeint hat, als er sagt, seilig sind die um Gerechtigkeitswillen verfolgt worden, wie es dort Himmelreich als Erd. Petrus selbst sagte seinen Leser in 1. Petrus 4, Vers 14. 1. Petrus 4, Vers 14.
wenn sie du wegen ewig schelten, dass die Christen sind, das ist für jünd ein Segen. Wie es dort meint, dass Gott sein Jes ut der Heiligkeit ewig jünd ruht, oder Gott mit uns zufrieden ist. Vers 16, wer du wegen Lieden macht, wie es Christ ist, braucht sich nicht schämen. Dankt Gott dafür, dass die Christen sind. Dank Gott dafür, dort wie Christen sind. Nicht bloß dort, sagt Petrus, dank Gott dafür, dort wie für Christus lieben kann. Das ist ein Segen. Wir handelt so gut als Kinder Gottes. Wer wird von der und Tag verfolgt, Meier? Wir wollen vielleicht alle mal zwischen im Bett nicht, so Menschen, die vielleicht haben Spaß über uns, lachen uns zwischen ut, zum Beispiel, wenn sie ans Freien tun, was jetzt die über den Weg eng, und dann, wenn einer sagt, ich fuhr nicht Kirche, und einer sagt, schon einen Titel gehört, viele Menschen, die nicht mal in die Kirche fahren tun, die würden einem lachen. Dort wird die Deutsch, wahrlich, die Person Menschen dort, ich mag nicht einmal in die Kirche sagen, sagen viele von der und da. Über so verfolgt zu worden als Petrus, Jakobus und Johannes damals, so und gut wie nicht durch. Und Petrus sagt, dank Gott dafür, wann das passieren wird. Petrus war nicht der einzige von diesen 3 Aposteln, der den Martyrertod erlitt. Weil wir unsere Bibel nun in Apostelgeschichte Kapitel 12 blättern. Apostelgeschichte 12. Ich will die erste Bibelverse für uns lesen. So, Apostelgeschichte 12, Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2. Apostelgeschichte 12, Verse 1 und 2. Gottes Wort sagt uns, an dieser Zeit leidt König Herodes, ein hier von der Gemeinde vornehmen, die zu erleben, und leidt Johannes seinen Bruder Jakobus mit dem Schwert tot machen. So, das wir kriegen die Sage Jakobus. Johannes sein Bruder. Im Bibelforscher glauben, dass Jakobus der erste Apostel war, der für seinen Tod sterben muss. Der wird der erste Apostel, der wird nicht der erste Jünger. Wir nehmen an, dass wer der erste Martyrer war. Für Christus. Stephanus, nicht? Ja. Aber Jakobus wird wahrscheinlich der erste Apostel, der für seinen Glauben sterben muss. Er starb im Jahr 44 nur Christus. 44 nur Christus. Ungefähr 20 Jahre vor Petrus. 20 Jahre vor Petrus starb Jakobus. Und obwohl Gott der Apostel in früheren Verfolgungen verschont hat, leidt er demmal, dass Jakobus sein Leben für das Evangelium Christi anleihen kann. Und hier sage ich nicht muss, hier sage ich können. Die können das für Jesus tun. Und ich nehme an, hey, die das wahrlich. Jakobus sagt mal zu Jesus, Markus 10, Vers 38, 39, du so sagst Gottes Wort, wo Jakobus und Johannes mal zu Jesus sehen, dass sie wahrlich wären von der Leidensköpfe Christi zu trinken und für ihn zu leiden. Die sehen, wie sind reid. Wann das fehlt, dann wo wir das tun. Die wären reid. Und seine Tod bestätigte seine Wert. Und uns wird nicht gesagt, woran Herodes, dieser Jakobus, für die andere Apostel anbringen will. Und vielleicht hat Jakobus zu viel gesagt, oder vielleicht wir haben zu up mit seiner Wert, das kann möglich sein. Oder vielleicht hat er eine höhere Amt unter den Christen, wie es eine enge Beziehung mit Jesus hat, das kann auch möglich sein. Wir wollten über dass Herodes von den Juden positive Aufmerksamkeit kriegen will und kriegen deit, wie es ein von den Apostel Christi angebracht hat. Apostelgeschichte 12, Vers 3 sagt, und als er sagt, dass die Juden dort gefallen, dann ging er wieder in neuem Wehrfuß. Petrus Fuß. Woran Petrus? Was glaube ich? Was weit wie über Petrus? Ja, mit seiner Verkündigung, da wir Vortreiber zu sein. Ja, am Pfingsten, nicht? Wir haben seine Botschaft hier in Gottes Wort.
Und wo direkt haben wir in Gottes Wort? Viele Juden, die wurden am so sehr gehasst und die wurden sich so gefreut haben, wann er auch sterben muss oder sterben können. Ja, die wir üben, die wir wahrlich von Jesus Christus zu predigen, die deutlich predigen, die wir ein großer Segen für Jesus Christus. Und dort wir Petrus, der meist einmal von den Juden festgenommen ward, wie es Jesus predigen deit, und wie es Herodes der Juden ab seiner Sieg kriegen will, dann beschleit Petrus Fuß, nur dort Passafast anzubringen, wie es dann wurden noch viele reisende Juden durch in Jerusalem sein, und alle Taukirchen kann, was Herodes für die Juden deit. So das hat Herodes alles menschlich ausgedacht, right? Die hat es geglaubt, Jakobus anzubringen, nun wurde Petrus auch Fuß. Und über weit wie dort Gott ganz was anderes im Sinn hat. Hei wir noch nicht mal Petrus vor dich. Also schickt hei ein Engel, um am loszumachen. Wie kann die Geschichte gehen? Und über die Frau kommt, woran leicht Gott dort dass Jakobus sterben kann oder muss, und über dort Petrus Luther gerat wird. Nur unter Flohen, ja. Habe ich manchmal nicht auch ähnliche Frauen? Woran Straf ein Kind und der andere kann leben? Woran sind die anderen Menschen so sehr begabt und ich nicht? Das ist eine Liebe von Satan überhaupt nicht. Aber so denken die Menschen. Wir haben schwere Frauen. Wir haben. Und viele Frauen kann ich nicht so recht beantworten. Wir sagen nicht alles, was Gott sagt. Wir wissen nicht alles, was Gott weiß. Wir wissen bloß nicht. Aber wie kann Gottes Leitung immer vertrauen, wie es heute versprochen hat, alles Lieden weiterschaffen? Aber dann, weit wie, Gott wird uns helfen, ans Lieden zu bringen, um uns zu stärken, als Kinder Gottes, in Arm zu verherrlichen. Der weiß, was er tut. Gott merkt nicht Fehler. Petrus und Jakobus würden den Martyrertod erlitten machen. Wir werden Johannes es irgendwie im Bett betrachten. Und darüber wird Petrus auch sein neugierig. Lass mich Johannes 21, Verse 20 und 21 noch einmal lesen. Wer mal lesen will. Johannes 21, Verse 20 und 21. Dann dreht Petrus sich um und sagt den Jünger mitkommen, den Jesus Gott wir. Und der sich beim Abendeten und Jesus in der Brust gelehnt hat und gesagt hat, Herr, wer ist dort, der die verraten wird? Und als Petrus den sagt, dann sagt er zu Jesus, Herr, was soll mit diesem werden? So Jesus hat Petrus gut gesagt, dass er für seinen Glauben sterben wird. Und als er dann Johannes sagt, dann will er wissen, was mit ihm passieren soll. Wie kann annehmen, dass Petrus nicht auf alle als Johannes wird, dass wir eine junge Mann, der mitkommen können. Und er weiß, dass Jesus am auch sein Leben hat und dass er einmal ram Jesus wird. Und der wird neugierig. Okay, wenn ich für die sterben muss, was wird mit Johannes wollen? Vers 22 sagt Gottes Wort ans. Jesus sagte Petrus, wenn ich dort so will, dass er bleiben soll, bei der kommen, was geht die dort an? Komm du mit mir mit? Was meint er? Wenn ich dort so will, dass er bleiben soll, bei er kommen? Einige glauben, dass Johannes nicht sterben wird. Kriegst du es bei Henoch in Elia, wird Gott Johannes persönlich ein Tag nach Hause nehmen. Der wird nicht sterben machen. Vers 23 sagt, dann ging ein Gerät gebreitet, dass das Jünger nicht sterben wird. Aber Jesus hat nicht gesagt, dass er nicht sterben wird, aber wenn er dort so will, dass er bleiben soll, bei der kommen, was geht die dort an?
Weiße Christen, so die Thessalonicher, hatten gedacht, dass Jesus noch in ihrem Lebenszeit zurückkommen würde. Weiße von den Thessalonicher, die hatten sogar ihre Arbeit abgehört. Die reden nur warten, saten und lernen, was Jesus zurückkommen soll. So ein Glauben soll wir alle haben, nicht? Aber wir sollen nicht unsere Arbeit abgeben und bloß lernen und warten, was Jesus zurückkommt oder uns in Haus raubt. Er wird zurückkommen, der hat uns das versprochen. Aber wir werden gute Arbeiter sein, was er uns in Haus raubt oder für uns zurückkommt. Was der Bibelforscher glaubt, dass Jesus von einem natürlichen Tod reden wird. Im Gegensatz zu Petrus, der gekreuzigt wird Jesus eng von Johannes' Leben noch kommen und dann am Haus nehmen. Ein Historiker sagen, dass Johannes doch ein sehr langes Leben lebt und dann aus natürlichen Gründen starb. Weiß jemand, wo alt ungefähr geworden ist? Die weiten nicht Krieg, aber Bibelforscher glauben, dass er ram 100 nach Christus starb. Das ist nicht interessant? So, wenn ich gleich sehe, starb Jakobus im Jahr 44 nach Christus, Petrus im Jahr 60, ungefähr, und Johannes im Jahr 100. Die können so viel länger leben. Der wird alle Morgen und dann können aus natürlichen Gründen sterben. Der einzige von der Apostel wird nicht angebracht werden. Waren andere glaubten, dass Jesus gemeint hat, dass Johannes mal erschienen wird, mit ihm zu reden, ehe Johannes sterben wird. Stimmt das? Weit wie ob Johannes mit ihm geredet hat, ehe er starb? Ja und nein. Kriegt diese wird nicht. Dort fing wir nicht in Gottes Wort. Aber was kriegt Johannes dich am Ende von seinem Leben noch? Was ganz Besonderes. Revelation. Wir kriegen eine Offenbarung von Gott. Als er am Insel Patmos war, als Verbrecher, nicht als Verbrecher, muss er in der Insel Patmos und da erschien Gott am. Und gab ihm eine ganz besondere Offenbarung. Und er sagt in Offenbarung 1, Vers 1, das ist die Offenbarung, die Gott Jesus Christus gibt. Seine deine zu wiesen, was am Karten passieren muss. Ich nehme an, das ist Krieg, was Gott oder Jesus gemeint hat. Er wird noch einmal erschienen, ehe er sterben muss. Krieg so wie das. Johannes kriegt diese wunderbare Offenbarung dich am Ende von seinem Leben. Was er dich an vielleicht 100 wird oder eben 90 alt wird. Und das ist für mich auch eine Ermutigung. Viele ältere Geschwister sein, was kann ich von der und Tag nach für Gott tun? Ich kann nicht mal so viel Kraft, ich kann nicht mal so viel Energie, ich kann so wenig. Und hier wie Johannes, der vielleicht auch 90 wird, oder dich auch 100, und Jesus erschien ihm. Gib ihm diese wunderbare Offenbarung, die er durchschreiben soll, die finde er wie noch an, nicht? Ist das nicht wunderbar? Die haben noch Arbeit zu tun. Und es fehlt ihnen. Gott will ihn brücken. In Kriegen dann, was Jesus hier meint hat mit Johannes, die Wiche wird an diese. Jesus sagte Petrus, was geht die dort an? Komm du mit mir mit. Einer schreibt dort, als Christi wollen, dass seine Jünger sich um ihre eigene Arbeit kümmern sollen und nicht neugierig sollen sein, ob zukünftige Dinge, ob die Dinge sind für ihren selbst oder für andere Menschen. Viele Dinge, sagt er, über die wir uns leicht Sorge merken können, sind für uns nicht wichtig. Die kümmern uns nicht, sagt er.
Dat zoals Paulus in 1. Thessalonicher 4, Vers 11 sagt, lud dort eine ihren Sache für ihn vorn, dort die still und ruhig leben, dort ein jeder sich um seine Sache kümmert und so arbeitet, als wir ihn dort gelehrt haben. Dat ist so leicht, nach anderen zu kicken. Und besonders die, die vielleicht mit meiner Anerkennung oder Autorität haben, und vielleicht dort die anderen, was die haben, das fängt mich sogar unter Petrus und Johannes manchmal. Wir sollen unsere Ehren, liebe Geschwister, aufhören für andere ihre Bedürfnisse, sodass wir einander halten können. Dort stimmt, ja. Aber wir sollen nicht andere Leute uns von unserer Arbeit für den Herrn aufzulenken. Wir sollen nicht Jesus kennen. Was geht dir dort an, sagt Jesus, was mit ihm passiert, wo ich am nach Brücken war. Komm mit mir mit. Komm du mit mir mit, sagt Jesus zu Petrus. Petrus und Johannes hatten können ein persönliches Gespräch mit ihrem abgestohlenen Herrn haben. Während sie in irdischen Dienst hat Jesus diese drei mit welche Abgaben anvertraut. Jesus wusste, dass diese drei nur seine Himmelfahrt und welche Rolle in seinem Königreich spielen würden. Jakobus wird wiesen, was er meint, sie leben für Christus Hand allein. Sein Tod wird andere ermutigen, das Gleiche zu tun. Petrus, der erst seine Angst verstorben hat, wird ein Tag willig sein, den selben Tod als sein Meister zu leiden, gekreuzigt zu werden. Wo schrecklich. Und obwohl Johannes mal mit seinem Bruder gesagt hat, dass er wahrlich wäre, von der Leidenskoffer Christi zu trinken und für ihn zu leiden, lebt er ein langes Leben. Und starb als aller Mann. Gottes Pläne für seine Kinder sind verschieden. Die sind bloß. Die sind verschieden und wir können die nicht einmal verstehen. Einige können am lang hier auf dieser Welt dein, in ein hoher Allerregen, andere dein nur bloß für ein paar Jahren oder Monaten oder Deo. Und dann sind sie weich. Und doch weit wir, dass unsere Belohnung ever rein sein wird. Wird nicht? Ewig bei Jesus zu sein? Muss Gott uns helfen, unsere Augen ab Jesus zu richten. Und am Trüte deinen Bott hei uns ein Haus raubt oder für uns trägt. Amen.